Österreich. Im Stift sowie in der neuen Mittelschule in Herzogenburg haben sich Kinder aus 16 niederösterreichischen Pfarren eingefunden, um gemeinsam 5 Tage lang mit Spiel, Spaß und Gemeinschaft zu verbringen. Mit 280 Kindern ist das Tingeltangel das größte Jungscharlager der Diözese St. Pölten. Heuer hat man das Thema Vielfalt gewählt. Da wollen wir einfach den Kindern vermitteln, dass es, auch wenn es unterschiedliche Religionen gibt oder unterschiedliche Kultur oder unterschiedliche Sprache, dass es ganz viel gibt, das eigentlich gleich ist, dass wir Werte miteinander teilen, dass Kinder Kinder sein dürfen und miteinander spielen dürfen und die gleichen Rechte überall auf der Welt haben. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das vermitteln. Weshalb das spielerisch passiert. Beim Spiel Tingeltangel Weltendorf stellen die Kinder die Weltbevölkerung dar und bekommen eine neue Identität und somit auch eine neue Herkunft und andere Lebensumstände. Bei einer weiteren Station musste man über den Tellerrand blicken. Im Multireligiosium wollen wir, dass die Kinder die verschiedensten Religionen kennenlernen. Und es ist uns wichtig, dass die Menschen miteinander gut umgehen, wurscht, welche Religion sie haben, von wo es herkommen. Es geht einfach um die Menschen, dass wir alle so annehmen, wie sie sind und uns gern haben. Mehr Verständnis für andere Menschen aufzubringen, ihnen offen und ohne Vorurteile gegenüberzustehen, das sollen die Kinder vom diesjährigen Tingeltangel mit nach Hause nehmen. Ich kann etwas verändern, viele Strukturen sind vielleicht veraltet, aber ich als junger Mensch kann da auch gemeinsam in einer Gemeinschaft etwas verändern und bewegen und da einfach zu zeigen, nicht alles, was im Vatikan passiert, muss so sein, wie es ist. Es kann sich auch einmal ändern, nur bei der Kirche kann es halt manchmal auch ein bisschen dauern. Die neue Mittelschule in Herzogenburg hat sich in das Multireligiosium verwandelt. Die Teilnehmer konnten hier viel über andere Religionen erfahren. 3 Muslime haben Fragen rund um den Islam beantwortet und mit dem Mädchen das Binden eines Kopftuches geübt. Ob das Sinn macht, um sich untereinander besser zu verstehen, sei dahingestellt. Die Kinder waren aber mit viel Interesse und Neugierde dabei.